Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Elizabeth. Ich habe das Gefühl, wir brauchen die Deckung. So. Gesperrt. Bin dabei. Gehen wir mal weiter. Da ist ein Frachthager anscheinend auch noch. Bitteschön. Hopp. Gehe zu Comstock-Haus. Ups. Was, ich krieg die Kleine? Hier kriegt keiner die Kleine. Elisabeth müsste ja erstmal aus meiner tote, kalte Fingerreißer. So, die gebe ich nicht mir her. Jetzt habe ich mal eine gute Frage, die behalte ich auch. Ach ja. Diese Drehgitter sind Einbahnstraßen. Wollen wir den Buchladen durchsuchen, bevor wir gehen? Ja, das können wir durchaus machen. Founders Books. Ja, das ist anscheinend was Optionales. Das sollten wir auf jeden Fall reingehen. Okay, da haben wir noch ein paar Automaten. Also Geldquelle. So. Können wir wahrscheinlich auch noch mit Lockpicks rein, ne? In der Mülltonne ist leider nichts. Hier nach wie vor den Quatsch, den wir nicht brauchen. Ich habe Geld gefunden. Alter Seemann, Sehr gut. die Kraft namens Sog, den verhassten Albatros. Ja, die Kraft namens Sog ist eigentlich Quatsch und gegen Nahkämpfer recht wirksam. Dann finden wir wieder der übliche Käse. Für ein Pick. Scheint sehr begeistert zu sein. Bitte sehr. Dankeschön. Founders Books. Mit dem Schleuli mal wieder als Werbefigur. Ja, Schleuli wird hier anscheinend mehrfach verkauft. Ich mag den nicht. Ja, kann ich leider nicht umhauen. Dämlicher Schlaukopf. So. Was haben wir hier noch? Der könnte ohne Scheiß, dieser Schleuli könnte direkt aus irgendeinem so NS-Propaganda-Film sein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wieder die Notiz. Bruderherz, was Comstock nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist, nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das Lutezfeld zum Lutezriss werden, zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Ha. Aber klar, wenn die sich als, zumindest noch meiner Theorie, wenn es nach wie vor eine und dieselbe Person ist, wäre es natürlich merkwürdig, wenn man sagt, ich kann mit mir zusammen sein oder mit meinem alternativen Ich, sondern dann würde ich die Person wahrscheinlich eher Bruder nennen oder Schwester nennen. Egal, haben wir mal hier Hügelläuferhut, weil wie gesagt, so ein Asterix-Helm, weil wie gesagt, das ist halt einfach nur so mein derzeitiges Gedankenkonstrukt. Verlieren des Schildes erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit 50% schneller für 5 Runden. Nehmen wir einfach mal mit hier den Hermes-Asterix-Hut. So, Pistole und Munition, aber da geht es nochmal ein bisschen weiter runter. So, also gehen wir mal die Treppe runter. Und was gibt's dann hier noch Schönes? Ist hier die verbotene Abteilung oder was? Oh. So ein dummer Hund. So. Solche Idioten. So. Also Vox Populi bin ich definitiv auch kein Fan von. Das war ja ursprünglich mal gut gedacht, aber menschliche Grausamkeit verleihen dem Ganze mal wieder ganz widerwärtige Note. Wie gesagt, dass die unterdrückte Masse eigentlich gerecht leben können, ist definitiv nicht verkehrt. Der Grundgedanke ist gut, aber was man halt wieder draus macht, ist so grausam. Ronald Frank, optional. Und das wäre die Bastard Bar. hat sich reingeschlichen, als die Vox den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt. Er hat sie in der Salty Oyster eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Man braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen. Aber Salty Oyster. Okay, geht's wieder zurück. Und Knopfdrücker. Alles klar, machen wir. komm her! Niemals! Wo seid ihr überhaupt? Ach du. Ach, so kann es mal wieder nützlich sein. So. Da aber war noch einer, genau. So. Oh. So, habe ich dich? Okay. Also wieder zurück zur Salty Oyster. Finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man das so
nochmal eingebaut hat. Dass man hier, bevor es endgültig hier reingeht, zu dem Emporia bzw. Comstock-Haus, dass es dann nochmal sowas Optionales gibt. Finde ich ganz cool gelöst. So, dann gehen wir raus aus der großen Arena wieder. Grand Central Depot. Okay, also wieder runter mit uns. Dum, di dum, di dum, di dum. Ups, habe ich aufhören gesagt, was es Rennen angeht? So, da sind wir jetzt wieder bei der salzigen Auster. Und der Knopf unter der Registrierkasse müssen wir drücken. Siehst hier, So, da ist die Registrierkasse. Oh, habe ich gar nicht geleert. Aber war sowieso nichts drin. Booker, da muss ein Knopf unter der Kasse sein. Wusste ich's doch. Ich habe mich schon gewundert, warum die der nicht aufgeht. Oh, nett. Absender. Zurück an Absender. Das ist ja cool. Mit so einem griechischen Hoplite-Helm. Bin ich immer gespannt, was das ist. Ja, geile Kraft ist. So eine Infusion gibt's auch noch. So, was bringt uns das Zeug? Alter. Das finde ich geil, dass wir optional dann mit sowas gleich belohnt werden. Press to generate a magnetic shield. Ha. Hold to absorb damage and release to throw it back. Ja, das ist ja geil. Hold and release to create an explosive trap. Ah. Drücke L2, um ein magnetisches Schild vor dir aufzubauen. Halte L2, um den Schild vor dir zu tragen. Beim Tragen werden Salze verbraucht, beim Loslassen werden Kugeln zurückgeschleudert. Ja, das ist geil. Das ist immer richtig geil. Aha, so schwebt es vor mir. Wir haben unser Leben riskiert für ein bisschen Kitzel? Ich kenne sie. Hat in der Bar an der Houston Street bedient. Okay, aber erstmal unser Gesundheit erhöhen. Dachte ich mir. Hier ist nix. Habe ich von Lockpick-Halter. Aber hier sind 2 direkt vor meiner Nase gewesen. Geldbeutel mit 60 Silver Eagle. Im Topf ist leider nichts Essbares mehr. Wenn, dann wäre es wahrscheinlich sowieso schon faul gewesen. Und ein Voxophon mit ihr wieder. Du wurdest in eine neue Realität überführt, Bruderherz. Aber dein Körper wehrt sich mit Verwirrtheit und Blutungen gegen die kognitive Dissonanz. Doch wir sind zusammen und ich werde dich heilen. Denn was trennt uns jetzt noch abgesehen von einem einzigen Chromosom? Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Das habe ich auch noch nicht aufgesammelt. Da war ich aber schon. Ja, jetzt stöhnen sie mal wieder ins Ohr rein, die gut. Soll sie machen. Wenn sie Spaß drauf hat. Oh oh. So. Dann macht mal hier. Okay. Das ist jetzt als Falle hier. Ach so. Das bleibt als Falle dann durchstehen an Ort und Stelle und trifft dann die Gegner. Ja, das ist cool. Trophäe erhalten in Kupfer vielseitig. Wahrscheinlich, weil ich jedes Vigor mal angewendet habe. So. Bin schon am Suchen. So. Cool. Aber das verbraucht definitiv viel Salz. Das sollte mir klar sein. Dass die Kraft sehr viel Salz verschwendet. Aber definitiv sehr cool. Das heißt, ich sammle damit dann... ich sammle damit dann die Munition und kann sie als Falle für die Gegner zurücklassen. Da muss ich mich halt auch mehr bewegen. Und wenn ich mich dann mehr bewege und die Gegner kommen dann wieder in die Fallerei oder in die Nähe von der Falle, dann geht das ganze Ding wohl wieder los. Und die werden niedergemacht. Das ist nett. Sehr nett. Gefällt mir definitiv sehr gut. Okay, dann haben wir alles optionaler. Fertig. Die Frachthake könnte ich mir höchstens auch nochmal angucken. Dass ich nochmal da Ich warte hochkomme. hier unten. Mach das mal. Wobei, die hat ja eigentlich auch so ein Ding für Skyline. So ein Haker. Müsst ihr eigentlich auch haben. Naja, egal. So, da aber geht's auch nochmal wohin.
Aber sie will wahrscheinlich auch nicht ständig da an meiner Backe kleben. Finde ich eigentlich auch ganz angenehm. So, hier. Ups. Oh. Oh, okay. Es hat schon funktioniert. Gut, zurück an Absender nehmen wir auf jeden Fall wieder. Wieder nichts, was wir gebrauchen können. Oh, hopp. Mehr Geld? Ah ja. Ach Gott. Schnippt wie ein Weltmeister. Die verriegeln sich, wenn wir durchgehen. Jupp. Es gibt kein Zurück. Das dachte ich mir schon. Umso besser, dass wir jetzt wirklich alles neu gemacht haben. Ich freue mich, ob wir die Vigor im Laufe der Zeit hier finden würden, wenn wir sie uns nicht optional geholt hätten. Wird sich zeigen. Wird sich definitiv zeigen. Eventuell finden wir ja wieder die Ampulle irgendwo und dann wird es halt nur noch als Salzreserve genutzt. Und nicht mehr als neue Vigor-Kraft, die wir erhalten können. Weil Schockjockey haben wir dann noch ja auch ewig oft gefunden. Wird sich zeigen, ob wir dann zurück an Absender auch noch mal ein paar Mal finden. Schauen wir mal. Silver Eagles, die nehme ich doch gern. Hm. So, wir haben hier nicht mehr an Silver Eagles. Ah, eine Leiche. Nett. Okay, Fahrstuhl. Kriegst du es auf? Ein einfaches Kombinationsschloss. Ah, okay. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Hoffentlich geraten wir an so einen Narren. Okay, 2940 scheint mal nett zu stimmen. Tja, jetzt kommt wieder sowas Nettes. Ich lieb's jo, so Zeug zu finden. So. Irgendwo muss eine Kombination stehen. Das könnte es sein. Wo? Was dann? Keine Ahnung, was er jetzt meint, aber... Auf jeden Fall sitzen wir gerade ziemlich auf dem Präsentierteller. Das könnte es sein. Ja, was dann? Was dann? Hier durch, oder was? Steht da irgendwo was drauf? Nö. Nö. Reagiert auch so nicht drauf. Da kommen wir auch nicht mit durch. Die sind jetzt magnetisch verriegelt. Ach, hier. 453. Aber da fehlt noch eine Zahl. 453 0 4. Könnte man 0 453 probieren. Nee, das kann er nicht. Ich liebe hier so Passage. Für Tickets hier lang. Ja, ich liebe hier echt so Passage, ohne Scheiß. Das könnte es sein. Hier irgendwo hat er das gesagt, aber... Hä? Ja, aber sehe ich auch nichts. Ich weiß es doch nicht. Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Oh Gott, ich hasse es. Ich hasse sowas. Vor allem, wenn ich jetzt wieder Ochs am Berg stehe und ihr alle sagt, nee, du, ich hab's gesehen, ich weiß, wo es ist. Und ich stehe mal wieder da wie der letzte Aff. Oh Mann. Ah ja, hier. Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Codes zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lasse mich nicht mehr einsperren. 0451. Oh, die wieder. Songbird. Das ist die Melodie, um zu rufen. Das war das, was man in ihrem Haus hörte, in ihrem Haus, was man in Monument Island hörte, natürlich. Dafür sind diese Comstock-Statuen durch, sie rufen Songbird. Jetzt ist auch mir das endlich mal klar. Alter. Oh Mann. Elizabeth. Wo ist sie dann? Ah, da. 0451. Sie wird es wahrscheinlich schon eingeben, ne? Elizabeth, du... Versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu,
dass er mich zurückbringt. Dazu kommt es nicht. Okay. Okay. Also ich soll auch lieber den Hals umdrehen, beziehungsweise soll sie lieber erwürgen oder was, oder abknaller, als dass er da nochmal hingeht. Tja, kann ich noch vollziehen. Man will ja auch ungern als Versuchskaninchen sonst was kalte wäre. Downtown Emporia. Vielleicht hatte das Mädchen, das nach Fitzroys Tod alles zu Ende sein würde, aber es gibt noch viel mehr von ihrer Sorte. Klar. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommen muss, dass wir Elizabeth nur umbringen müssen. Und dass wir Songbird, geht zu Comstock Haus, ja, dass wir Songbird noch vorher abkriegen. Sieh mal, die Vox nehmen hier alles auseinander. Ja, da ist natürlich Fratze von Comstock noch dran, direkt am Haus. Also Emporia scheint ja wohl ein riesiger Komplex zu sein, wo mitunter auch noch Comstock Haus dran hängt. So, jetzt gucken wir uns doch erstmal hier um. So. Kurz und schmerzhaft? Kommst du aus Baldur's Gate 2 oder was? Und Salz. Hier noch nix, oder? So kommt man nicht durch. Okay. Stirb, Schwein. Was sind denn das hier für Ausdrücke? Na gut. Komm. Servus. Ups. Das Schild ist mal wieder am Arsch. Ja, jetzt fühlt es wieder. Das sind wieder die Affoköpfe. So, Öllache. Ah, die hätte ich einfach so abzünden können dann. Okay, hier. Mich knüpfen auf. Ja, dann macht das aber wenigstens gründlich. Falls er überhaupt dazu kommt. So. Sind wir dann. Weg Abschneider am Arsch. Ah, da ist noch so ein Affekopf. So, und weg ist er, der Affekopf. Ihr scheucht mich hier nicht raus, keine Angst. Hey, wo kommst du denn doof, Emma, her, du Mistkerl? So. Verschwendung. Okay. So. Ah ja, da habe ich jetzt noch so lustige Falle hier konzipiert. Okay. So, erstmal springen. Nein. Wollte ich doch gar nicht hier in die Richtung. Na egal. Ups. Ach, komm schon. Oh nein, nochmal ein Handyman. Aber ein Originale von Comstock. Oh fuck, Alter. Okay. So, zünden wir erstmal den Idiot an. Den Handyman zünden wir auch nochmal an. Alter. So, oh Gott. Ja, danke. Kraftvoller Schlag, 73 von 75. Alter Verwalter. So, das werden wir noch sehen, wer hier wen rausscheucht. Alter Verwalter. Okay, so, das habe ich mir noch so gehofft, dass das so funktioniert. Hier sind aber keine Leute von der Vox. Dort drüber sind welche, okay. Ups. Gott, das war der Schädel weggeschossen. Gut, ein Schweinchen weniger. Dann wieder hier runter. Puh, bei dem Handyman war auch nichts mehr. Der hat noch ein bisschen Soda für Salze. Das hat auch so schmatzende Geräusche gemacht, wo ich jetzt durch diese Öllache durch bin. Sehr cool. Köder. Schon dabei.
Ne, so ein Booker de Wittköder. Cool. Ah, nicht schlecht. Muss man aber schon ziemlich dumm sein, wenn man sowas nicht sieht. Na egal. Wasserlache wäre wahrscheinlich für Schockjockey gewesen. Auf dem Schrank sind noch ein paar Schrotflinte drin. Hier war noch eine Leiche. Ich gucke mich jetzt auf jeden Fall nochmal hier in dem Gebiet gründlich um. Da müssen wir wahrscheinlich so oder so durch. Und danach schauen wir mal, dass ich die Episode noch beendet kriege für heute. So, da hat noch ein Kuchen dabei. Habe ich auch immer dabei. Haarnadel. Ist man anscheinend bei beider Stelle durch. Sieht das doof aus. Huch, das war nur so ein Automat wieder. Ich habe gedacht, da hätte noch einer Ich überlebt. habe Geld gefunden. Das ist immer gut. Merci. So. Dann nehmen wir die. Nichts weiteres mehr von Interesse. Und so allmählich sind wir auch in diesem Blitzfeld drin, was wir vorher noch vor ein paar Episoden noch aus der Ferne gesehen haben. Mittendrin statt nur dabei. So. Dann haben wir erstmal wieder Schockjockey. Okay, hier haben wir nochmal was. Schockdauerhilfe erhöht die Dauer von Betäubung. Das ist natürlich praktisch. Verbilligter Versand erhöht die Schilddauer, drücken und verringert die Salzkosten, halten. Absenderhilfe erlaubt es dir, dich auf dich gefeuerte Munition zu absorbieren und einzusammeln. Das ist nützlich. Machen wir mal das hier. Powern wir das mal hoch, so gut wie es geht. Und dann hat man hier noch das hier. Genau, erhöht die Dauer von Betäubungen. Da ist es auch voll aufgepowert. Okay, also mein Zurück an Absender ist vollkommen aufgepowert. Und mein Schockjockey ist vollkommen aufgepowert. Okay, gut. Nützlich, nützlich. Was haben wir hier noch alles? Hier können wir uns eh nichts leisten, aber trotzdem gucken. Eventuell ist hier wieder was Praktisches dabei. Burstgun, Pistole. Was war das da? Maschinengewehr, Repetierer, Schießeisen, Panzerfaust, Schrotflinte, Karabiner, Feuerhagel, Burstgun, Projektiltempo der Panzerfaust, Salvengeschütz, Burstgun, Repetierer, Feuerhagel, Schießeisen, Schrotflinte. Verringert den Rückstoß des Revolvers um 20%. Da haben wir leider nicht genug Geld. Burstgun, Reservemunition, Repetierer, Magazingröße. Okay, also Ammo ist auf jeden Fall noch was drin für den Revolver. Das können wir uns dann in Zukunft holen. Je nachdem, wie viel von den Minuteman Armory Dinger noch dabei sind. Haarnadel. Jetzt reizt mich aber dann doch, hier nochmal die optionale Dinger zu machen, bevor wir hier direkt reingehen. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod. Mr. DeWitt. Oder etwas so ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Ja, spitze. Okay, ich glaube aber, du kommen wir jetzt tatsächlich wieder weiter. Reclaimed, zurückgefordert für die Bevölkerung, für das Volk von Columbia. Tja, ich befürchte, hier geht es eigentlich schon direkt wieder weiter. Auf der anderen Seite war aber auch noch was. Hat ja alles nur Haarnadel gebraucht. Wahrscheinlich führt es uns alles ins selbe Gebiet, könnte ich mir vorstellen. Hier. So. Aber ich mag einfach nur auf Nummer sicher gehen. Haben wir die schon? Ja. Haben wir noch nicht durchsucht. Da können wir noch rein und da. Ich habe jetzt eher befürchtet oder gedacht, dass es weitergeht, wenn wir ins Haus reingehen. Sollen wir hier mal alles aufmachen? Einfach mal reingucken. Ja, die Gründer werden bluten mal wieder. Ach du Scheiße. Hier sieht's aber auch gut aus. Oh Hier yes. ist etwas Geld. Wird interessant. Jetzt habe ich 3 Möglichkeiten, wie ich weitergehen kann. Okay. Jo, Allah. So. Gut. Den Lockpick hole ich mir auf jeden Fall noch. So,
interessant. Ich weiß nicht, wie ich weitergehen soll, ganz im Ernst. Aber ich die Sache, das ist eher ein Problem für den Yankee von morgen. Und der Typ tut mal schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Weil jetzt haben wir halt 3 Möglichkeiten, wo wir rumgehen können. Und ich weiß nicht, was führt uns in der Echt? Story weiter und Dieses olle Schloss? was wäre Hauptstory. Weil Haarnadel Erledigt. zeigt ja eigentlich auch, dass alles Hauptstory wieder ist. Bank des Propheten. Okay, ich denke, die Bank plündern könnte einigermaßen optional sein. Von daher hätte ich doch sagen, ihr liebe Leute, ich mache jetzt hier meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.